Weil Jandy glaubt, dass der Sascha einen Landrat am Gewissen hat, ruckt das Bärli mit der Wahrheit außer und sagt ihr, dass er das gewesen ist. Wie das Hummel das von ihm erfährt, weist's ihm aus der Schlafkammer raus. Beim Landrat möchte er sich entschuldigen, aber der weist ihm auch aus. Und das ganze Dorf zerreißt sich das Mai über ihm. Uschi möchte mit seinen alten Stopfer und zieht einen ausgeschämten Fetzen an. Aber nachher spart sie sich unversenks ein und schreit nach ihm. Und der hört das nicht, weil er der Musik zulässt. Aber schließlich kommen sie nachher da nur zu einem Geschäft. Eine preußische Tochter ist in der Schule eine rechte Streberin und ihre Fleißbilletten von Teichels gegen Reps geschleckert's. Und der Vater lobt's dafür und die Mutter geht ihr auch noch einen dazu, dass es an Vater zeigt, wie fleißig das ist. Die Annalena macht mit ihren Brüdern Ausflug, aber sie verfahren sie und bleiben mit einem Karren auf der Straße liegen und werden streitet miteinander über die alte Zeit. Mit Minigolf spielen werden sie aber nachher wieder gut. Fanny tut einen Tag lang an Holztaus faulenzen und sinnieren und kommt auf die Nacht wieder liebreich zu seinem alten Heim. Der Mike hat vor 4 Jahren mal im Netz drinnen gezockt und jetzt waren 10.000 Euro zum Anholen. Und den Schlüssel dazu holt sich sein Sohn von der Uri fürs Keuer aufräumen. Der Pfarrer möchte mit die Lansinger ein Stickel aufführen und weil der Gerstl als Schauspieler nichts taugt, macht ihn zum Regisseur. Wie der dahinter kommt, dass es deswegen geworden ist, stinkt er ihm recht, aber er tut weiter.